Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Es sind heute noch immer hier zu Bresel und ich wollte eine kurze Reaktion geben auf einen Artikel, den ich am dem Luxemburger Wort gegeben hat, notamment von dem Journalist interviewt über die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik, der im Moment hier an der Diskussion am Europaparlament ist. Es sind durch den Rapporteur an der Umweltkommission für den Dossier und das ist ein Dossier, der ganz wichtig ist, mit dem noch ganz kontrovers diskutiert wird. In dem Kontext habe ich dem Journalist eine richtige Informationen gegeben, nur der Woche noch ein paar andere Fragen gestellt, notamment zum Beispiel, was ich davon halte, von einem verbindlichen Ziel für Biolandwirtschaft, wie viel Prozent das sollte sein. Ich bin der Meinung, und ich stehe noch dazu, wir sollten uns nicht auf ein Fixzahl fixieren, wir sollen nicht so 25, 30, 50 oder 100%, das möchte ich der Meinung nach gut keinen Sinn. Wir müssen da auch verschiedene Sachen bedenken. Erstens, wenn wir die Quantitäten an Lebensmitteln wollen an der Europäischen Union produzieren, die wir auch brauchen, da muss man auch gucken, dass wir genug Ländereien haben. Wenn wir aber alles wollen auf Bio produzieren, dann brauchen wir ein Vielfaches an Flaschen für dieselbe Quantität können zu produzieren. Und da will ich auch die Leute fragen, die so, man muss auf 100% Bio umklammern. Wo soll man da wann die Flaschen herkriegen? Soll man aufhängen, Böscher aufholzen zu gehen? Soll man etwa aufhängen gehen, nimmer nach aus Drittländern zu importieren, wo man kein mehr haben über die Qualität von dem, was man da kriegen? Und ich meine, das wäre definitiv der falsche Weg. Wir sollen probieren, als Landwirtschaft konventionell an Bio so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Wir sollten noch gucken, wie das man wirklich als Produktion an der Europäischen Union können behalten, weil ich meine, nimmen heim Hummer wirklich den Hebel, wissen wir, wo man den Hebel können aussetzen für auch die Quantität an die Qualität zu produzieren, weil wenn wir von einem Drittland abhängig sind, können wir, wenn den nicht genug produziert, wie sollen wir dann etwas importieren, wenn die Quantität nicht produziert wird? Und wie soll man es fertig kriegen, dass die noch unter den Konditionen produziert, wie wir es gerne hätten? Und ich meine, dafür ist es wichtig, dass wir die Landwirtschaft an der Europäischen Union behalten. Dafür ist es doch wichtig, dass wir probieren, dass die Bauern noch genug verdienen, für zu evaluieren, dass sie nicht den Tschung und den Null hängen, wie das am Fußball geht. Wir hätten gerne, dass wir hier produzieren. Und das geht aber nicht mehr, wenn wir sowohl konventionell wie auch Biolandwirtschaft machen. Und dafür will ich auch ganz klar sagen, ich will nicht, dass wir Biolandwirtschaft gegen konventionelle Landwirtschaft ausspielen. Und ich meine, das ist eine ganz wichtige Message. Ich kriege eine Reaktion auf meinen Artikel, wo der Direktor von Greenpeace Lützeburg reagiert. Er war aber nicht am Stand, an seinem Artikel überhaupt zu nennen, dass er Freieren oder Member von der geringen Partei ist, dass er auch Chefen an der Gemeinde Betz dafür die gering war, dass er überhaupt Direktor von Greenpeace Lützeburg ist, das weiß nicht jeder, den Luxemburger Wort abmischt. Da fand ich, wenn so eine Kritik dann übricht, da soll er noch transparent genug sein an seinen ganzen Titel, den umschreiben. Ich meine, das wäre wichtig, das wäre auch wichtig, wann von den Leuten echt geholt gehen. Es schon an der ganzen Phase ganz viele Umweltorganisationen getroffen, die mal ganz konstruktiven Input gehen hat. Ich muss so ein Greenpeace Lützeburg hat bis well außer den Artikel, wo den Herr Endekerk nicht am Stand war, Numm drin zu schreiben, krudisch gut nicht von Greenpeace Lützeburg. Meng dir steht op, du warst du vergebe ich sie auch Bilden, da sollen sie direkt bei mich kommen am Platz so über so Aktionen zu gehen. Und ich fand, wenn wir wollen wirklich zu Summe schaffen, da soll man nicht probieren, den anderen, das sowohl Bio wie konventionell Landwirtschaft, mit das eigentlich alle Akteure den Tisch soll gucken, selber den Strang zu ziehen. Wenn wir alle in eine andere Richtung ziehen, dann kann man näher ziehen. Und das will ich dem Herrn Andekerk auf diesem Weg auch nicht so. Kommt, wir schaffen zu summen, aber wir schaffen nicht gegen den einen. Damit können wir das beste Resultat für als Landwirtschaft, für als Bauern, für als Bürger, auch für als Umwelt erreichen. Und ich hoffe, das ist jederem klar. Ich sage nicht nur merci für die Nullausstre und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.